Herr Kardinal, Herr Weihbischof Franjo Gebert aus Trier, da darf ich auch luxemburgisch weitermachen. Leben Herr Weihbischof, Herr Generalvikar, die Herren Geistlich, Leif Ehregast, Leif Leid alle Guten. Ganz herzlich begrüße ich heute Abend hier an der Kathedrale für die Statue von der Mutter Gottes, eiser Trägerin am Lied. Ich erwähne sie ganz extra zum Anfang, weil sie als ja heute sozusagen die am Mittelpunkt steht. Den 1. Dezember ging es ja ob den Tag, sogar ob den Wochentag genau 400 Jahre, dass den Jesuitenpater Jacques Brocard das Statue mit Studenten aus dem Jesuitenkolleg von hier aus herausgedrohen hat, ob der Glasse für sie da aufzustellen. Es wird das kurz und schrecklich vereinfacht gesagt, den Anfang von dem, was später Oktav zur Mutter Gottes, Trägerin am Lied, Consolatrix Afflictorum, wird gehen. Und dafür feiern wir ja auch an diesem Jahr 2024, 2025 den 400. Jubiläum von dieser Oktav. Das ist ein ganz großes und aufwieslungsreiches Programm erschafft ging, mit religiösen Feiern, mit Expositionen, anderen kulturellen Höhepunkten, Konferenzen, Konzerten und vieles mehr. Ein von den Höhepunkten ist gerade aber besonders auch das Buch, das wir den Abend sozusagen als Auftakt für als Feierlichkeiten präsentiert kriegen. Klagt in Leid. 400 Jahre Wallfahrt zu unserer lieben Frau von Luxemburg, Trösterin der Betrübten. Ganz frisch erschienen am Herder Verlag, geschrieben vom Monseigneur Georges Hallinghausen, Prévôt vom Kapitel von einer Kathedrale, a Professor, a Forscher für Kirchengeschichte. Dafür freue ich mich, dass den Autor von dem Buch auch den Oven selber hier bei uns ist, für uns einen Abblick an sein Buch, an seine Recherchen, an sein Erbicht zu gehen. Ganz herzlich willkommen dafür ich, lieben Herr Hallinghausen, eine ganz große Merci Loschons für die Präsentation. But first of this, I want to welcome also Mr. Kevin Wester from America. He has Luxembourgish roots, ancestors, and is a proud and faithful friend of all relations between Luxembourg and the United States, and above all, very interested in strengthening the bonds between the Luxembourgish descendants in America and the veneration of Mary, consoler of the afflicted, Our Lady of Luxembourg. Yes, dear Kevin, you are a real Luxembourgish child of Mary in America, and be very welcome tonight. Erich dann aber lot wurt Firogin, erlaubt man nach einen kleinen Hinweis. Nur der Präsentation vom Herr Hallinghausen an dem letzten Urgelstück besteht Möglichkeit für die, die es noch nicht hatten, für das Buch vom Herr Hallinghausen zu kaufen, und wie das wollt, auch vom Autor einer Schrift signiert zu kriegen. Lo aber dann übergebe ich das Wort mein geschätzter Matbruder, de Chanoine Jean Ehret, Direktor vom Centre Jean 23 Bischofsvikar und auch Professor am Seminar, für uns nach mehr genau an diesen Abend anzufeiern. Ich, euch alle Guten, wünsche ich einen ganz interessanten Abend, also nicht merci für das Kommen und Nolauschen. Merci, Herr Schanemann-Kerger, Herr Kardinal, die Herr Weihbischof und Herr Generalvikar, der Kevin, liebe Mitbrüder, liebe Schwestern, liebe Leute alle Guten. Den Abend, als meine Ehre, können ein paar Worte zu sagen. Merci für die Invitation dazu. Es hat Ihnen all die Gelegenheit, für auf so einem Platz, zu so einem Buch, zu dem Sujet
Wort zu ergreifen. Des Sujet, d'Octave. Sie feiert uns nicht nur an ein Herzstück von der Lützeburger katholischer Spiritualität, sie feiert uns auch an Kultur bis an Politik von unserem Land heran. Das dem Monseigneur Hellinghausen sei verdient, dat alles abgeschafft zu haben, mit ihrer neidischer fachlicher Kompetenz als Historiker und zugleich auch mit der neidischer religiöser, spiritueller Sensibilität. Die zwei miteinander zu verbannen an einem Weg, das sich weisen lässt, das ein großes Verdienst. Damit sind wir beim Buch, das am Kader von den 400 Jahren von der Octave herauskommt und damit einen Punkt markiert, für als Geschichte nicht zu verlieren. Wir leben an einer Zeit, wo wir am Moment leben, wo das, was als Neuigkeit erkennt, als wichtig ist, aber wo wir vergessen, die langen Perspektiven am Blick zu halten. So ein Buch zu schreiben, das 400 Jahre abschafft und das ermöglicht, uns an diese Geschichte dann heranzuversetzen, das war wichtig für uns Kirche und für uns Land. Das Buch kommt heraus an dem renommiertesten deutschen katholischen Verlag, dem Herder Verlag, wo wir dankbar dafür sind. Damit kriegt er doch ein Rayonnement über diese Grenzen raus. Immer mehr geht sich nämlich auch auf internationalem Plan für die Geschichte von religiösen Traditionen, wo Volksbrauchtum interessiert. Der Papst François kennt oft auf die Wichtigkeit von der Volksfrömmigkeit zu schwätzen, weil sie als der Platz von Volk Gottes auch Singtheologie entwickelt. Das mir aber auch ein besonders Fried über das Buch zu dem Sujet auf dieser Platz können zu schwätzen. Weil die Kathedrale ist nicht nur das Haus von der Mutter Gottes, wo sie uns empfängt, wo wir hinkommen mit aller Suche, mit allem Lied. Es ist auch als Bischofskirche. Und wir sind hier eben auf dieser Platz, wo wir unsere Glauben als Lützeburger verbunden mit der ganzen Kirche durch unseren Bischof und Kardinal feiern. Das ist die Platz, wo wir nicht nur eine Oktave feiern, wie die wichtigen Momente am Leben von der Kirche. Und da gehört dann eben die lange Tradition genau hin. Wir Katholischers, die lebt an dieser Welt von Haut, und inspiriert sich, fühlt sich gedrohen noch von dem, was die Generationen für drunter hinmattgehen haben. Besonders auch die Heilig. Den Ofen gesimmern sie nicht alle guten Hai an unseren schönen Fenstern, aber die Communio Sanctorum, die dann von der Mutter Gottes eben ungefähr sozusagen geht, die dreht uns matt. Wir haben nachher Bezug zu dieser Kathedrale, besonders als geistlich. Wir haben einen physischen Bezug dazu. Nämlich, wir luchen Hai, die eng zweimal, einen anderen dreimal Boden. Wir leihen auf diesem Boden, als in Hai auch geweiht gehen, für uns mit Leib und mit Seele an den Dienst zu stellen. Wenn ich hier das Buch erwähnen, da könntet man auch an Erinnerung, was vom heiligen Thomas von Aquin erzählt wird. Den ist nämlich, wie es in Summa Theologie geschrieben wird, da man den Enke für ein Kreuz gegangen und hat sie da hingehalten. Und so vertellst da von dem, was ich mache, her. Dämpfert vor benescripsisti de me. Du hast gut über mich geschrieben. Was hast du gern? Und dämpfert vom Thomas,
dass das die überliefert ass, non nisité, nicht ernst das wie dich. Wenn wir den Novent Monseigneur Hellinghausen sein Buch hier an der Kathedral vorstellen, da gesinne statt Orrestege so, liebe George, dass der mit dem Buch bei der Bass auch für dies geschrieben hat, an Dankbarkeit für alles, was ich hier mit hier, mit dieser Kathedral, wunst du auch als Dompropstbass, und mit der ganzen Diözese verbindet. Viele Leute kennen dich eben auch über das Radio und Television. Du bist ein von den Geistlichen, den regelrecht eine Strahlkraft hat, weil noch oft ausgestrahlt wird. Ich will aber auch nach Wort sagen, zu dem Mensch, Geistlichen, ein Professor George Hellinghausen. Und lernt man das, dass ich den Mensch den Abend würdigen. Für was? Weil es, ich meine, auch gut ist. Wenn man einem Merci nicht mehr so, mir einfach auf vier streichen, wie gut es geht, auch können nicht nur mit denen zu schaffen, nicht nur mit denen zu bieten, mir auch mit denen zu leben. Als Mensch, als ein bescheiden, zurückhaltend, aber auch ehrlich als seine Meinungen. Seht Dose, wo es übrig ist, aber wenn es sich auf etwas anlässt, da steht denn dazu. Das ist etwas, was immens wertvoll ist. Das verlos open. Und es ist immens lief, und es tut einem gut, wenn ihr noch mal den Gagse könnt. Als Geistlichen, als der George Hellinghausen, ein Mensch, den eine tiefe Spiritualität hat, die nicht zur Schau dreht, mit diese spielt, an dem, wenn ihr mit dem umgeht, wenn ihr seine Predigten nur lauscht, oder auch, wenn ihr ihm ein Rot fehlt. Es merkt ihnen doch, wenn man über die schwierige Situationen schwätzen, dass du nicht allein menschlich Situationen an den Tag gefasst wird, mir immer der Blick bleibt, auch vom Glauben hier, auf die verschiedenen Situationen. Und letztlich, als Professor am Seminar, als er geschert für seine Studenten, und ist sie wirklich froh, dass sie davon auch heute Abend hier sind. Seine Kuren gehen nicht nur für Studenten aus dem Seminar besicht, aber jetzt sind noch andere Leute, die sich darauf anschreiben, und die können das auch machen, wenn der Lust hat, auf Kirchengeschichte. Das ist auch von meinen verehrten Viergänger. Und da muss ich sagen, das ist eine Unterstützung, auf die ich zielen kann, und für die ich ganz dankbar auch daran bin. Herr Kardinal, Herr Weibisch und Herr Generalvikar, der Kevin, liebe Mitbrüder, liebe Schwestern und Brüder, liebe ihre Gäste, alle Guten. Es war mein Fried, heiken, das Buch an den Kontext zu setzen, von dem, was das Haut an eine Kirche, an eine Kultur heranbringt, an ein Land, zu verbinden mit der Platz, wo wir das Haut vorstellen, aber auch mit dem Mensch, den es geschrieben hat, an wo dem seine Kompetenzen aus entwiest, aber auch seiner Spiritualität. Hier soll es mit dir vorstellen. Merci für Ihre Aufmerksamkeit.
Mes Seigneur, die Damen und die Herren, an ihren Titeln und Funktionen, leif alle gut. Ein ganz große Merci, ihr all, dass da kommen seht. Exceptionnellement, sie wird mir erlaubt, une fois n'est pas coutume, mit einer autobiografischer Not anzufangen. Als Kirchenhistoriker hatte ich 2 Träume, die ich mir an meinem Historikerleben erfüllen konnte. Ich wollte eine Diözesangeschichte schreiben und eine Oktavgeschichte. Die erste konnte ich für den Jubiläum 150 Jahre Diözese Lützeburg am Jahr 2020 publizieren. Und die zweite könnte für das Jubiläum 400 Jahre Verehrung von der Trägerin heraus. Ich könnte also mein Nunc Dimittis ausstimmen. Aber beide Fälle ging es aber auch darum, eine Lakune Marché zu füllen. Die letzte umfassende Oktavgeschichte, die geschrieben gouf, als die vom Dächen Michael Pfalz an 3. Ausgabe von 1941. Danach sind zwar Einzelaspekte an substanziellen Artikeln oder Aufschlussarbeiten auf Universitäten zu Trier, Nanzig und Saarbrücken belegt gehen, aber ein zusammenhängend, umfassend Werk über die Oktavwallfahrt von Anfang bis heute hat biswell gefehlt. Worum es geht an dem neuen Buch? 2024 sind es 400 Jahre, gouf schon gesagt, dass der Kult von der Consolatrix Afflictorum zu Lützeburg entstanden ist. Woraus sich die Oktav, Herzstück von der Mariendevotion, entwickelt hat. Das Herz vom Lützeburger Katholizismus schlägt bis heute. Mutter Gottes Oktav als Wallfahrtszeit rief bis heute Tausenden an Tausenden von Pilger und Pilgerinnen aus dem Land und vor rundherum an als Kathedral hier an der Stadt. Wie ist das Wallfahrt entstanden? Was beinhaltet sie? Wie haben sich die verschiedenen Rituale entwickelt? Auf was basieren sie? Auf welchem Kontext, profan und kirchengeschichtlich, national wie international, hat den Event Gestalt angeholt. Das soll am neuen Buch zur Sprache kommen. Das Ganze geht damit an, dass das Gnadenbild von der Trägerin den 8. Dezember 1624 Glacis vor den Festungsmauern abgestaltet gehen war. Das ging den nächsten Sonntag genau 400 Jahre. Zentrale Bedeutung kriegen durch noch die beiden Erwählungen oder Weihen, die kurz darauf vorgeholt sind. Maria, Mam von Jesus, wird 1666 offiziell zur Patronisch von der Stadt, 1678 vom Land designiert und feierlich ausgerufen. Mein Buch thematisiert die markanten Entwicklungen von der Oktav am Ancien Régime bis zur Dekadenzphase während der französischen und der belgischen Revolution und nach 1800, sowie den Revival von der Wallfahrt am 19. Jahrhundert. Das Dynamik zieht sich bis heute durch, mit viel Obernof, mit Brech und Transformationen am Lauf von der Zeit. Die verschiedenen Bestandteile von der Oktav gehen erläutert, auch an ihrer internationalen Dimension. Was tut es auf sich mit der Holzstatue, die als Trösterin der Betrübten verehrt wird, am Schlüssel, den sie präsentiert, der Krone auf ihrem Kap, der Stoff der Kleider, die sie dreht? Was das die Interaktion zwischen einer jahrhundertalter Schutzpatronisch an der Bevölkerung, die sie umgibt? Die Windungen von der Geschichte gehen erzählt, Entwicklungen belegt, den aktuellen Kontext von Multikulturalismus an Säkularisierung abordiert. Wie war ich das Buch nachgeschrieben? Hinter der Michael Pfalz-Sänger Heimstätte unserer lieben Frau von 1941 als viel passiert, auf vieles ernst ging. Eng aktualisiert Wallfahrtsgeschichte, die auch die letzten 80 Jahre matt umfasst und die als Histoire religieuse sowohl die Volksmentalität
an religiös Praxis an ihren Impact op Kollektivverhalten berücksichtigt, gëtt bis lo net. Ich wollte gut lesbaren rote Faden durch 400 Jahre Lützeburger Marienwallfahrt gehen, mit ihren Highlights a Krisemomenten. Weltoktav hat am Lauf von ihrem langen Bestehen Höchpunkten an Tiefpunkten kannt. An einer Gesamtschau sollten all wichtige Aspekte von diesem vielschichtigen Event besprach oder zumindest ugeschnitten gehen. Thema hat sich gut geeignet für chronologisch vorzugehen. Die 400 Jahre sind angedeelt auf 5 große Kapiteln. Wie dat der Fluss aber nicht unterbrach wird, kommen zeitübergreifend Einzelaspekte an thematischen Exkursen zur Spruch, die den laufenden Text ergänzen und vertiefen. Da geht zum Beispiel Riets über Consolatrix Afflictorum an Kunst der Kultur, Mutter Gottes Bekleidung, Krönung von Marienbilder, Bedeutung und Entwicklung von unserer Kathedral, Lützeburger Mutter Gottes am Ausland, marianische Literatur, Oktav Musik und Lieder, Oktav Geschichtsschreibung, Oktav Prediger, den Oktav Märchen. Aber weil ihn an einer säkularisierten Gesellschaft, gerade auch bei den kommenden Generationen, die katholisch Basics nicht mehr voraussetzen kann, und ich die auch an Exkursen erklärt und ob Oktav hin durchdekliniert, wie marianische Sodalitäten und Bruderschaften, Wunderheilungen, wer das eng Pilgerfahrt, eng Marienerwählung, ein Oktavablass. An die historische Beziehung zu Kevelaar, wo 1642 als Lützeburger Drehstrin verehrt wird, obwohl die Kevelaarer das nicht immer realisieren, muss natürlich auch auf 4 Gehöfe gehen. Wusstet, dass es hinter kurzem eng rüde Kevelaar an der Stadt gibt, Kirchbirch oben, nur beim Rea-Center, mit der absolut korrekter Indikation Straßenschild Ville Renan, lieu de vénération de Notre-Dame de Luxembourg depuis 1642. Diese Exkursen können all oder vereinzelt matgeliest gehen, bei enger seherer Lektür aber auch ausgeklammert bleiben. Die hier präsentiert Synthese übersteigt den Domain vom strikt historischen, verschafft notgedrungen noch theologisches, liturgisches, kulturelles. All das gehört von der Sache zusammen, weil die Oktav ein komplex, religiös, gesellschaftlich Phänomen ist und als solches gedeiht gehen muss, auch religionssoziologisch und spiritualitätsgeschichtlich. Die Oktav-Geschichtsschreibung von früher als dax apologetisch und hagiografisch durchsät, das heißt glorifizierend und am Dienst von der Verkündigung, wird haut nicht mehr als zulässig angesehen. Hier gilt die daran enthaltene historische Recherche herauszukristallisieren und mit den Resultaten von rezenten Forschungsarbeiten zu verbinden mit heutiger sachlicher Methodologie. Der erbauliche Spruch an den triumphalistischen Stil von früher passen nicht mehr an eine säkularisierte Zeit. Das war ein zusätzlicher Ursprung des neuen Oktav-Geschichte zu schreiben. Ich widme mein Buch allen Oktav-Pilgerinnen und Pilger aus dem In- und Ausland, also auch ganz viele von ihr Scheibannen. Ich hatte nicht gefragt, worum es geht. Lot froh, worum es geht nicht. Mein Buch ist ein Geschichtsbuch. Kein neuen theologischen Entwurf über Mariologie oder Oktavspiritualität an Zukunft heran. Auch wenn so etwas durchaus wünschenswert, vielleicht sogar dringend notwendig wäre. Das will, kann aber ein Geschichtsbuch nicht leisten. Den Historiker wie nicht unbedingt ein guter Prophet. Dafür ist es besser, liest den Fanger von so einer Entreprise. Auch giffe vor seiner Zunft nicht echt geholt gehen, wenn er gegen große Projektionen, egal welcher Natur, wohnen. Zumal, erstens kommt es anders, zweitens als man denkt. Das schließt natürlich perspektivisch Schlussbemerkungen an Evaluierungen, die Konklusion vom Buch ausmachen, nicht aus. Ob dieser Platz sind etliche Mercien ubrucht. Merci dem Verlag Herder, die bereit war, diese Oktav-Geschichte zu drücken,
an dat dankenswerterweis vermittelt durch mein Kollege und Matbruder Jean Eret, den zudem Jean Dies hat, als Direktor vom Seminär Centre Jean 23 Buchpublikation großzügig zu finanzieren. Merci Jean auch für den affeierend Wider, die verbal eng Heiligssprechung. Merci dem Herr Pastor aus der Kathedral, dem Chanoine Tom Kerger, dass wir diesen Event in situ vierholen können und dass hier mit seiner Equipe vom Jubiläum 400 mit Organisator ist, neben dem Centre Jean 23 und dem Centre de Formation Diocésain mit der Direktrice Madame René Schmidt. Merci der Librairie Ernster, die das Buch in das Leid bringt und uns auch heute Abend eine Wand erlaubt. Ein dicke Merci der Madame Gilbert Botzon und dem Herrn Guy Weyrich für das kritische Evaluieren vom Manuskript. Für Twioen oder logistische Hilfe en cours de route sind ich dankbar dem Herrn Alex Langini, den Damen Mireille Sigal und Lotti Kolle und vielen anderen. Für zur Verfügung stellen von Fotos der Responsable vom Diözesanarchiv mit den Herren Bernhard Schmidt und Christian Leckele, der Fotografin Nicole Knoch, der Nationalbibliothek mit den Herren Luc Deitz und Tom Zago, an der Fotothek von der Stadt Lützeburg. Merci auch unserem Domorganist Paul Breich für sein passend Oktav einladen, heilo hauten Abend. Anfang quartieren de Prelude ob den Octavien Troitus Ave Spes Nostra vom Dom Paul Benoit von Cleef gespielt. Dueno an Orlono mengem Speech, dem Carlo Hommel sing Variationen ob O Mam leif Mam. An der Buchfahrt klagt den Leid heescht, rift förmlich um Albert Leblanc Singer virtuoser Paraphrase ob klagt den Leid, die er nur zum Schluss erklingt und die all Joa zum Schluss von der Eröffnung d'Octave allaut. Wir sind hier an der Kathedrale auf einer geschichtsträchtiger Platz, un lieu où souffle l'esprit, für Maurice Barrès zu sagen. Gnodebild von der Trägerin beherrscht als mit als Sammelpunkt der Raum. Wenn ihr bedenkt, dass wir genau 400 Jahre womöglich die Statue von Hai aus ob der Glacier gedroht gehen ist, se all Jahre für die Octave immer nicht hin zurückgebracht gouf, seit der Zerstörung von ihrer Kapelle Glacier sind da gut 225 Jahre Hai definitiv ihr Platz hat, da kann ich schon einen Frisson historique kreieren. Das ist umso mehr, weil es da innen am Durchbruch am alle Kauer auf einer Stil abgestaltet war, wie 1666 respektive 1671 zwei und patronisch offiziell vollzogen genas, nur der Erwählung durch die zivil- und religiösen Autoritäten, sanktioniert durch die feierlichen Armen von der Population. Eine Erwählung, die Hai Jahr für Jahr zum Schluss von der Octave erneuert wird. Und nach mehr Graffe kann ich sehen, wenn ihn um die pur 100 Oktaven denkt, die Hai zelebriert goven bis auf den heutigen Tag. Und aus dieser Kirche ein Abgesicht Pilgerkirche machen. Heimstätte unserer lieben Frau. Locus iste, für man Bruckner zu sagen. Kein Wunder, dass gerade das Kirche, etwa nicht die größte an der Stadt, die größte, aber bedeutendste war lange Zeit, die Franziskanerkirche Knödler da oben, bis sie aufgehabt gouf, dass gerade das Kirche an heutige Kathedral zu einer Platz gehen ist, wo die Schicksale von der Nation religiös gefeiert oder betrauert goufen agin. Dafür hat der Bischof Lommel sie 1936 mit einem Zitat von Auguste Rodin als Synthèse du Pays bezeichnet. Wenn an dieser Kirche zwei Päpste für Gnodebild gebiert tun, die letzten, der Franziskus für gut 2 Monate und dabei der Mutter Gottes generös geschenkt wird, dann ist auch das bemerkenswert. Das Kathedral war an uns ein hohes Lieu von künstlerischem Schaffen, mit einem beachtlichen Musikrepertoire, die sie inspiriert hat. Als Oktavlieder, die ammünden an Wir grüßen dich am Hemigsdom vom Wilhelm Görgen an Albert Thorn. Sodass wir all, meine ich so zu können, einen emotionalen Bezug zu dieser Kathedrale haben, mindestens so wie die Franzosen zu ihrer Notre Dame zu Paris, die den nächsten Sonntag, wenn wir das Gnodebild auf der Glacier drohen, nicht abgeht, nur um fürchterliche Brand von 2019.
Aber wie dankbar sind wir, dass wir 1985 mehr Chance hatten, wie Eisenkathedralsturm, die verbrannt ist, an den Innenhof gefallen ist, sodass der Bau selber damals, Gott sei Dank, nicht zu Schuld gekommen war. Erlaubt mir lo, nachdem wir den räumlichen Kader von der Oktav aufgestacht haben, inhaltlich anzugehen auf 3 Aspekte von der Oktav Wallfahrt. Was war an das typisch, was untypisch? Wie weit war an das Oktav etwas, was verbindet, ein Point de Rassemblement? Aber das hier Nationalbedeutung, weil sie ja gerne angestuft wird als Nationalwallfahrt. Erster Punkt also, was ist oder was war typisch oder was untypisch für die Oktav? Untypisch an dem Sinn, dass sie nicht auch auf andere Plätzen rumfindet. Wie der Kult von der Konsulatrix sich am 17. Jahrhundert developiert, entstehen auch an den Nopesgegenden an der Belg, an der Erzbistum Trier, so Wallfahrten am selbigen Kontext von Krisen, Pest, Hunger, Krieg an Aufwier gegen den Protestantismus. Auch mit Wunder, Kapellen, Gnodebilder, Sakralgegenstände, Bücher, wie bei Eis. Erwählungen von der Mutter Gottes als patronisch von Stiert oder Länder, so wie heute zu Land 1666 als 1670, zählen sich hin vom Mittelalter, Ungarn weit sich hier im Jahr 1000, die Stadt Lausanne im 1200, Siena 1260, bis zum 19. Jahrhundert, wo ganz Mexiko sich hier innerstellt. Sogar den Titel Consulatrix Afflictorum war, aufgesehen von der Lützeburger Tradition, auch lang für schon verbreitet. An noch einer Landsleit später hin, so wie Lützeburger am 19. Jahrhundert, hier Mutter Gottes mat an die Welt geholt, wie die Fatima-Statue von den Portugiesen oder Mutter Gottes von Lucht, die auch auf viele Plätzen bei Eis ein Grott abgeriecht krut. War das also typisch oder typisch Lützeburg und eine Oktav? Nicht die Ingredienten machen daraus, die finden die noch sos auf der Welt, mit dem Mix. Kombination von den verschiedenen Elementen und Komponenten. Gerade diese Statue, mit dieser Bedeutung, mit dieser Bevölkerung, auf diesem Gebiet, mit der aufwieslungsreichen Geschichte, die sich daran niederschlägt, mit den politischen, religiösen und gesellschaftlichen Bewandtnissen vom 17. bis 21. Jahrhundert, der Dever Verehrung am Zweiten Weltkrieg, dem patriotischen Aschlag, die kulturellen Ausdrucksformen wie Gravüren aus dem 18. Jahrhundert, als reichhaltigen Oktavrepertoire an Musiker Gesang, mit am lief man da oben an wie unsere Väter flehten, mit der Beteiligung von einfachen Leid bis hin zu höchsten Vertreter von Stadt und Land, all das als typisch für eine Oktav, und mit aus hier ein religiös-gesellschaftliches Phänomen, das seinesgleichen Sicht. Vergleicht eis Wallfahrt mit der von Kevelach, dann merkt das typisch von einer Oktav mit ihrem warmen, unhemelnden Charakter, den Herz und Gemüt von den Menschen berührt. Die bis heute undauernde Langzeitwirkung mit ihren kulturellen Ausformungen und Höchstleistungen unterschied doch der Lützeburger Votum von 1666, respektive 1670, von ähnlichen Versprechen von anderen Städten und Landstrichen am Ausland, die kein oder kaum nach Relevanz haben. Viele davon sind verbleicht oder verschwunden, wie den Vœu von Louis XIII, der 1638 ganz Frankreich der Mutter Gottes geweiht hat. Andere sie blieben wie Bayern, Kuba oder verschiedene Städte und Regionen an Spanien. Den zweiten Punkt lautet Oktav als Rassemblement. Von Anfang an war die Verehrung von der Consulatrix Afflictorum ein Element fédérateur und hat leider Gruppen miteinander verbunden. Die Devotion als Ausgang von der Kapelle Glacis an der Stadt hat für die Stadt Lützeburg erfasst durch das Herzogtum und schließlich auch die Gegenden rundherum. Am 19. Jahrhundert sogar die neue Welt an das Viergedrungen bis an entlegenste Winkelen von unserem Planet, wo sie die Verbindung zwischen ausgewanderte Lützeburger an der Heimisch aufrecht erhalten wird. Die Oktav war nie etwas Elitäres, etwas Exklusives, so hat alle Schichten berührt, am Ancien Regime so gut wie heute.
All gesellschaftliche Stand huet sie erfasst. Sowohl d'Volk als an die Echtklassig Kapell gepilgert, wie die wohlhabenden Schichten bis hin zu Festungsgouverneuren, friem Prälaten, Prinzen, Prinzessinnen, wie de Kaiser Josef II. Und Maria Leczinska, Frau vom Louis XV. Und der Schlussprozession hun deelgeholl sowohl Studenten als Sodalen aus dem College, wie die viel Klosterleit aus der Stadt mit ihren Äbten als Superieuren, Zünften an die 3 Stände, Magistratur an der Conseil Provincial, als sie sogar gestritten, für die honorabelsten Plätze zu kriegen. Auch haut der Fast Oktav vom Sans-Abri an der Prière de Solidarité, iwwer die Jong beim Pele, Police an Armee, Äbichter, denk mal an LCGB als Ciprolux, an Intellektueller wie die von der ALUC, bis hin zu Famille Grand Ducal, Deputéiert am Minister bei der Schlussoktav-Feierlichkeiten. Eng Volksreligiosität wie der Kult von der Trägstrin huet Werter vermittelt, besonders eng groß Solidarität, die Individuen und Gruppen durch gemeinsam Idealer und Perspektiven untereinander schließen. Den Mariekult war zu Lützeburg ein Einheits- und Vereinigungsfaktor Niveau von den Paaren, der Gemengen, der verschiedenen sozialen Schichten, a lang Zeit quasi der ganzen Bevölkerung. Das ist ein Einheits- und Einigungsfaktor, den haut die nicht-lützburgische Bevölkerung an ihrem katholischen Teil mit erfasst, als ein Konstant, die sich über 400 Jahre Oktavgeschichte erhalten hat. Ein gemeinsames Band schließlich, dass man diese nordischen Regionen an der Eifel, der Provinz de Luxembourg und Lothringen verbindet, kommen da auch aus diesen Grenzgebieten bis auf den heutigen Tag Pilger als die bleibenden Grundbestandteil von unserer Oktav. Denn das Großregion in religiöse Vierzeichen lang ihret den Vokabel an des Realität politisch-ökonomische Plan gauf. Ich komme zum dritten Punkt, die sogenannte Nationalbedeutung. Wir bezeichnen als Oktav als Nationalwallfahrt an dat zu Recht. Schon ganz frei an der Oktavgeschichte als die Gedanken grundgelegt. Kartuschinschriften von der Gravüren, der Stecher von der Konsulatrix bezeichnen sie spätestens von 1682 als Patrona Civitatis et Patriae Luxemburgensis. Ich weiß nicht, ob es mehr Freimancien von einer Patria Luxemburgensis, einer Lützeburger Heimicht gibt. Und noch von Wort Heimicht, Patria am 17. Jahrhundert, wo möglich andere Konnotationen hat, wie später hin am 19. und am 20. So kann ich doch davon ausgehen, dass damit schon ganz frigidefalls ein Lützeburger Partikularismus gemengt war, den sich gerade auch religiös von anderen Territoires mit ihren Leuten rund um das Herzogtum aufgesinnert hat. Die Oktav war von vielen als Nationalwallfahrt konzipiert, bezogen auf die Bevölkerung von einem aufgegrenzten Gebiet mit der Festungsstadt als Zentrum. So Nationalwallfahrten sind mit den Nationalstaaten an der Neuzeit nur der Renaissance entstanden und haben sich aufgesagt von den mittelalterlichen Wallfahrten, die lokal waren, wie Gerster Klaus, Feiner Bildchen oder Helsen, oder international waren, wie Jerusalem, Rom oder Compostela. Spätestens von der Mitte vom 19. Jahrhundert an, wie Lützeburger Nationalgefühl entsteht, geht die Oktav emotional und patriotisch abgeladen. Diesen affektive Bezug ist aus religiösem Blickwinkel eigentlich ein Nebenprodukt, war noch ein ganz wichtiger. Dazu schreibt Gilbert Rausch, Mouvement essentiellement religieux, d'ordre spirituel avant tout, son aspect patriotique n'est qu'accessoire, en ce sens qu'il n'a pas été recherché au départ. L'ampleur, la profondeur et la sincérité du culte marial font que le produit accessoire ne peut être tenu pour négligeable. Diese nationalpatriotische Kolorit gouf ganz wichtig für uns Missionaren und Emigranten, die mit dem Kult von der Trägstrin am Lied ein Stück Lützeburger Heimicht mit weide weg an die Welt geholt haben.
Das tut sie an die nächstfolgenden Generationen neben der religiöser Verwurzelung gedanklich und gefühlsmäßig mit dem Mammeland und ihren Hannerbliebenen verbunden. Denken wir an die vielen Amerikaner letztwoher Aufstammung, die das bis heute betont pflegen. And I also warmly greet Mr. Kevin Wester, Luxembourg descendant in America and attaché for cultural affairs and public relations in the Honorary Consulate of Luxembourg in Wisconsin. Das mit der Oktav verbunden einheimisch Nationalgefühl erklärt auch die herausragende Rolle von der Oktav am Zweiten Weltkrieg, wo sie, obwohl an ihren äußeren Manifestationen von den Nazien verboten, zu einer spiritueller Resistenz gegen den Okkupant als eine Germanisierungspolitik gouf. Späterhin ist der nationale Gedanke mehr aufgekillt, als heute aber immer noch präsent. Wir soll sich hier nicht schenken am Lützeburger Land oder Aseen als Lützeburger Land, sagen wir mit Inbrunst an unsere bekanntesten Oktavlieder. Haut besteht ein Defi daran, das lützeburgische patriotische Element zu verbinden mit den Aspirationen von den ausländischen Katholiken, als sie mit ihren typischen marianischen Lieder und Gebräuch und als Oktave rundzufeiern, wo man das natürlich auch ändert, so wie das bei all echter Begegnung auch kultureller Natur ist und muss sein. Aber da sind wir, mengen ich so zu können, 10 Jahren auf einem guten Weg, nicht zuletzt dank der Vigilance von unserer Diözesaner Oktavkommission. Ich kann diesen Punkt nicht aufschließen ohne eine kleine Suggestion. Bei einem von den ersten Te-Deumen, die ich im Fernsehen kommentiert habe, hat den damaligen RTL-Journalist Maurice Molitor mich apropos musikalische Programm kritisch gefragt, wo ist da für Nationalfeiertag patronisch von Stadt Land blieben? Und effektiv, mit Ausnahme vom letzten Jahr, ist da kein marianischer Gesang mehr integriert gewesen, ähnlich wie bis Anfangs des 60er Jahren. Durch für meine Anregung wäre nicht sinnvoll, bei dem all Jahr erhebende Repertoire vom Te Deum an der Kathedrale doch auch ein musikalisch-gesanglichen Moment zu Ehre von der Patronisch von unserer Heimat anzubauen. D'autant plus, wir über den imposanten einheimischen marianischen Repertoire verfügen, und noch hinter der Trennung von Kirche und Staat all Freiheiten an der Gestaltung haben. Ich komme zum Schluss. Bis heute geht als Nationalwallfahrt eine Praxis gemit von den Katholiken zu Lützeburg als zentral empfunden. Dr. was Ausdruck, Bild am Maßstab, Seismograph vom katholischen Leben hierzulande. Sie gilt als die schönste und intensivste Zeit von der Lützeburger Kirche. Zugleich als spirituelle Schatz, durch den historisch überkommene Katholizismus tief an der Bevölkerung verankert bleibt, auch über all Pluralisierungs- und Säkularisierungswellen heraus, die das Land an den letzten Jahren und Jahrzehnten kannt wird. Als Oktave wichtiger Bestandteil vom geliebten religiösen Patrimoine, national geschützt durch die UNESCO 2018, so besteht ein Challenge daran, diese Kult und Notwendigkeiten von der Zeit an den Entwicklungsstand von Gesellschaft der Kirche anzupassen. Es muss verhindert gehen, dass sie zu einem Relikt von religiöser Soziologie, Stil Ancien Régime oder der Romantik vom 19. Jahrhundert geht. Für ewig zu bleiben sind, neben den bleibenden undiskutablen Konstanten, religiös und pastoral Adaptationen, besonders an Zeiten von kulturellen Umbrüchen und ideellen Umwälzungen wie als heutige Epoche, erforderlich und obruhigt. Ich schließe mal 2 Zitate aus dem rezenten Schreibens von Papst Franziskus zum Studium von der Kirchengeschichte. Niemand kann wirklich wissen, wer er ist und was er morgen sein will, ohne das Band zu pflegen, das ihn mit den Generationen verbindet, die ihm vorausgegangen sind. Und das gilt nicht nur hinsichtlich der Geschichte der Einzelnen, sondern auch für die weite Ebene der Gemeinschaft. Ohne Erinnerung geht es nicht voran. Man entwickelt sich nicht weiter ohne eine umfassende und hellsichtige Erinnerung. Vielleicht kann man in Oktavgeschichte dazu einen Beitrag leisten. Ich, Herr Kardinal, der ich das erste Exemplar vom Buch überreichen,
Also ich lo schon Merci fir et aufschließend Wort, war Dir no dem nächsten Urgelsteck und als Richte werd. An ich all gute vielmals Merci fir Ihre Aufmerksamkeit an Ihr Interesse. Die leef leider alle goe ist eine immens Frau. Weil so ein Buch haben mir gebraucht. Das hat gefehlt. Also ist es da. Und dafür gebe ich gerne eine ganz große Merci sagen. Das ist schwer, wie ich da reden soll. Normalerweise gebe ich auch so eine. Ich kann ja auch Herr Domprobst sagen. Wir schmengen hei wie richtig Herr Professor zu sagen. Weil das Werk, was die Schei an der Hand tun, als ein Ausdruck von enger Recherche, die seriös gefordert ist. Die, wie an einer Litzewoer Kirchengeschichte, an Detailer geht, wo all Detail nur geguckt ist. Et ist etwas, was geschrieben ist in einer Sprache, die ihr versteht. Wie du gesagt hast, ohne Triumphalismus und Romantik. Eine Sprache, die zu engem schwätzt. Die jenen, die hier Pilger kommen, und die den historischen oder kulturellen Interesse dran haben. Das ist also nicht nur ein Buch, was einer Kirche gefehlt wird, sondern das ist ein Buch, das diesem Land gefehlt wird. Weil das ganz schwer, die Identität von Lützeburg zu verstehen, wie die Identität der Ruhrgebiet ist, an diesen ganzen Aspekt auszuklammern.
Ich kann mich erinnern, mal gelesen zu haben, dass 1848 für die Revolution war und wie Lützebäuer Deputierten auf Frankfurt an Paulskirche gegangen sind, wo sie für die großdeutsche Lesung angetreten sind, hier auf der Kathedrale der Lützebäuer Fendel war. Und das war die einzige Platz, damals für die Lützebäuer Fendel war. Und das an enger Zeit, so man wo die Kirchen immer ganz gut press hat, wichtig, auch genau abzuweisen, dass Religion ja zu Lützeburg immer geheiert wird. Und dass matt gestaltet wird, das, was haut Lützeburg ist. Das Buch ist flott geschrieben. Wenn er nicht Zeit hat, für das Ganze zu lesen, ich muss es sagen, ich habe es schon gelesen. Denn Herr Hellinghaus hat mir das PDF geschickt. Und es war ganz spannend, ich habe es auf EQ gelesen. Aber es kann ihn doch kapitelweise lesen. An den historischen, chronologischen Zeitraum. Können die einzelnen Aspekte sich aufholen. Und das ist so gemäht, dass sie gern immer nächst darauf zurückkommt. Ich habe es nur zu lesen. Für einen Aspekt zu gucken, von denen, die hier in diesem Buch wunderbar belichtet gehen. Das Buch ist eine ganz große Kontribution zu unserem Jubiläum. Eine ganz große Merci. Und ich kann vielleicht mal dir stehlen, was ich zum Schluss gedacht habe, wie ich mit dem Buch fertig war. Lo als es Eisverantwortung. Lewe Georges, du hast Geschichte geschrieben. An mir sind lo die dafür sorgen müssen, dass die Geschichte weitergeschrieben wird. Nicht, dass man das Reißbrett planen, das geht nicht, das ist noch nie gegangen. Aber dass als die Sache so wichtig ist, dass man die Leute, die noch an der Kirche, die Generationen nur, dass man das mit denen teilen können. Dass man denen mitkriegen, die einen anderen Mammesspruch haben, aber als Leben, dass man das mit denen teilen können. Ich kann mich erinnern, wie ich für dich an die Oktav gekommen bin. Da war ich schon um 4 bereit. In der Spielschule mit Mutter Gottes malen, mit dem Vertiefaltor. Wir haben als Mutter Gottes Lieder gelehrt singen. Es sind wir am Zug, Pilgerzug von Deiferding bis auf Hollerisch gekommen und dann nach Prozession bis an die Kathedrale. Und wie ich hier rangekommen sind, und wie ich Stürchel hören habe. Und dann unter Gesang habe ich gemerkt, dass du aus dem Himmel. Etwas mehr Schönes geht es nicht. Das war meine Impression als Kind. Wie schön, wenn nach viel Kinderkindern die Erfahrung machen. Das Buch ist eine Herausforderung für uns, für die Oktav mit frohem Herzen zu leben und durch die Friede des Tradition und die nächsten Generationen weiterzugehen. Eine ganz große Merci.